Guten Morgen aus Geleta de Vélez. Heute gibt es das erste Mal etwas aus unseren neuen Ikea-Schälchen. Rührei zum Frühstück und das warmes Essen gibt und ihr ja mal wieder nicht hier seid zum Mitessen, beginnen wir jetzt einfach. Ihr habt gerade die Bilder gesehen vom Hafenareal hier. Wir stehen ja direkt daneben hier auf einem asphaltierten oder betonierten Platz. Der Platz an sich ist jetzt nicht besonders schön, aber mit der Marina nebendran und vor allem mit dem kurzen Fußweg direkt ins Zentrum, wo es dann auch Restaurants gibt, wo wir ja eben gestern Abend noch essen waren, ist der schon ganz fein. Der kostet in der Nacht, sprich für 24 Stunden, 9,55 €. Wer Strom lösen möchte, der kann das pro Stunde machen und bezahlt dann 8 Cent die Stunde. Ist also auch total preiswert. Jetzt ist hier auch mal genug gelabert, jetzt gehen wir weiter. Es geht weiter der Küste entlang Richtung Norden. So langsam müssen wir ein bisschen Strecke machen. Und hier kommt wie immer natürlich nicht. What if I would tell you that things don't happen once, they always come back? What if I could throw us back? Es interessiert ja einige von euch immer auch, wie es aussieht in den Supermärkten der Länder, die wir besuchen, und deshalb nehmen wir euch heute mal mit durch unseren Lieblingsmarkt hier in Spanien, durch den Mercadona. Und wir haben natürlich auch eine Mercadona Einkaufstasche, die haben wir auch schon keine Ahnung wie lange mit dabei. Die begleitet uns auf Reisen, die war auch schon im Balkan mit dabei und die gehen wir jetzt füllen. Suddenly it's clear to me you're all I ever wanted. In Spanien gibt es im Supermarkt nicht nur Bananen, es gibt auch immer Plátanos. Die sind einfach so ein bisschen ähnlicher wie Kochbananen. Es sind aber keine Kochbananen, weil Kochbananen gibt es dort hinten auch noch. Das ist einfach so wie eine Zwischensorte. Mir schmecken sie nicht besonders gern. Ich greife lieber zu den richtigen Bananen. Kebab-Pizza, na wer es mag. Fischtheke mit frischem Fisch darf natürlich auch in keinem Supermarkt fehlen. Was es aber auch immer gibt, sind Garnelen oder Muscheln, die man einzeln tiefgefroren kaufen kann. Bei uns gibt es die ja immer nur in einem fixfertigen Pack und man kriegt dann halt so viele oder man lässt es ganz bleiben. Und hier kann man sich wirklich auch nur 3 einzelne Garnelen nehmen, wenn man das möchte. Die Spanier lieben ihre Paté, das heißt ihre Aufstriche fürs Brot. Hier gibt es alles Mögliche, vom Iberico, Schwein über, ach ich weiß es nicht, über Schinken und was haben wir hier, Lachs, Käse. Man kann sich einfach alles aufs Brot schmieren und das passt dann natürlich auch wieder als Tapa perfekt. Und natürlich gibt es auch Weine, also sprich Jamón Ibérico, hier direkt im Mercadona zu kaufen. Den kann man sich entweder hier frisch schneiden lassen oder man kauft den schon abgepackt. Und wem ein bisschen von dem Wein nicht reicht, der kauft sich einfach ein ganzes. Den Tinto de Verano gibt es auch fertig gemixt hier so zu kaufen. Macht diesen Fehler nicht. Stellen wir zurück ins Regal, kauft euch einen guten Rotwein und dann nehmt ihr, ganz traditionell wird hier in Spanien Casera genommen, das gibt es bei uns nicht zu kaufen, das ist wie so ein leichtes Tonikwasser, hat einfach so ein zitronenaromatiges Wasser, man kann Sprite nehmen, man kann Fanta Limon nehmen, irgend sowas, oder ihr nehmt einfach normales Mineralwasser mit Kohlensäure und dann habt ihr den süßen Geschmack des Tinto de Verano nicht so drin. Aber mixt euch den auf jeden Fall selber und greift bitte nicht auf solche zuckerhaltigen Fertigmixe zurück. Weil sich Milch so gut vergleichen lässt, ein Standard-Liter Milch kostet hier 80 Cent. Ich habe euch doch schon mal ein paar Mal erzählt, Colacao, bestellt Colacao im Restaurant, wenn ihr eine Schokolade wollt. Gibt es natürlich auch so hier als Drink. Kann man übrigens hier in der kleinen Dose auch so haben, dass der Stein schon draußen ist und dafür ein bisschen Sardinen drin sind. Die Spanier und ihre Sonnenblumenkerne. Sie kaufen sie gerade so direkt in der Hülse. Die sind so schon gesalzen und dann beißen sie da einfach drauf, holen den Kern raus und essen das.
wenn ihr mal am Strand entlang lauft oder irgendwo im Park bei einer Bank vorbeikommt, dann werdet ihr hundertprozentig irgendwelche solche Schalen von Sonnenblumenkernen sehen, weil eben, sie lieben das. Ich persönlich, ich stehe ja näher auf sowas hier. Wer bei den Eiern Wert auf Freilandhaltung legt, der muss diese hier kaufen, die Camperas. Das sind Freilandhaltungseier. Das Gute beim Gemüse abwägen ist, ich habe doch keine Ahnung, was Lauch auf Spanisch heißt. Aber es gibt ja Bilder. Da findet man dann den Lauch. Drückt drauf, das Ding ist ein bisschen schwer vom Begriff. Und Lauch heißt Puerros. Unser Kühlschrank ist wieder voll und ihr sagt uns jetzt einfach schnell Bescheid, ob ihr das spannend findet, mal mit uns mit in den Supermarkt zu kommen und ob ihr das auch gerne in den kommenden Ländern mal machen wollt. Schreibt es unten in die Kommentare. Can't you see that to follow through in a game for two? It ain't the way I want it. Got to follow through. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. It ain't the way I want it. Got to follow through. Nur ein paar Kilometer von der Küste entfernt, wenn man bei Nerja ins Landesinnere fährt, kommt man hier hin. Das ist Frigiliana. Ganz schön viele I's in einem Wort. Eine weitere weiße Stadt, also eines der Pueblos Blancos. Und es ist eigentlich fast so das einzige jetzt noch, das hier in diesem Bereich der Küste und vor allem auch so nah an der Küste liegt. Für uns ist es, glaube ich, jetzt auch das letzte weiße Dorf, das wir besichtigen werden. Ihr kommt natürlich mit. Wir hatten schon einen kurzen Einblick und ich glaube, wir können uns auf ziemlich viele andere Besucher einstellen. Gehen wir mal los. Normalerweise locken mich diese Geschäfte ja nicht direkt hinein, aber hier, ich musste einfach hinein in diesen Laden. Hier gibt es Schmuckstücke, unglaublich, und es gibt so viel anzuschauen, wunderschön. Eigentlich, als wir vorhin das Ort gefahren sind, auf der Suche nach einem Parkplatz, haben wir für uns schon so ein bisschen bestimmt, nee, da gehen wir nicht hin, weil einerseits ist uns die Bimmelbahn entgegengekommen, andererseits haufenweise Touristenscharen, aber wir haben dann doch beim Hinausfahren noch einen Parkplatz gefunden, sind doch hineingegangen und ihr habt es gesehen, wow, es ist wunderschön und manchmal muss man es einfach halt sich selber eingestehen. Ja, wo es viele Touristen hat, da ist es oft halt wirklich auch sehr, sehr schön. Und das trifft auch auf Frigiliana zu. Das war's. Das ist eigentlich jetzt das Ende des Takes. Ich wollte eigentlich noch sagen, ist das nicht das schönste weiße Ort, das wir jetzt gesehen haben? Vejer de la Frontera. Findest du schöner? Ja, für mich schöner. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich meine, das ist jetzt auf hohem Level verglichen. Und vielleicht hier an dieser Stelle auch noch gesagt, Ronda oder Mijas Pueblo sind natürlich auch wunderschöne Orte.
Pueblos Blancos. Wir haben die zwei nicht besucht. Erstens, weil wir beide da schon zig Male waren. Und zweitens, weil das auch wirklich so die richtig oberbekannten Orte sind. Da waren wahrscheinlich viele von euch auch schon mal. Und deshalb haben wir uns für ein paar andere entschieden dieses Mal und sind nicht nach Ronda um Michas Pueblo gefahren. Und wer die Videos davor nicht gesehen hat? Der findet die hier oben. Genau. Oder hier. Nein, Irgendwo. andere Seite. Hier. Ja. Wisst ihr, was ich immer so lustig finde an Spanien, dass sie bei Tiefgaragen und Parkplätzen immer noch die Minutenkosten angeben. Also eine Minute kostet 0,0167 Euro. Einfach, dass ihr es wisst, im Fall ihr jetzt nur 2 Minuten parken wollt. IVA no incluido. Das heißt, die Mehrwertsteuer kommt noch drauf. Ja, dann ist es nicht ganz genau. They always come back. What if I could throw us back to the very moment when we had our luck? Suddenly it's clear to me. Vor ein paar Tagen sind wir hier auf dem Stellplatz Cabo de Gato angekommen. Es ist ein guter Ausgangspunkt. Von hier aus haben wir auch das Cabo de Gato, diesen Naturpark, erkundet. Und ja, bei der Anfahrt, wir zeigen euch jetzt gerade mal schnell ein paar Bilder. Wir sind rund 2,5 Stunden von Nerja bis hierhin gefahren. Und das war irgendwie ein riesiges Gewächshaus, das wir hier durchquert haben. Hier unten ist wirklich jede freie Parzelle ist bebaut mit Gewächshäusern. Es ist eine riesige Plastiklandschaft und wir haben auch schon einen Bericht darüber gesehen. Und das Problem an dieser Plastiklandschaft ist, das sind keine Gewächshäuser, wie wir sie kennen, mit festen Dächern, sondern es sind wirklich, die sind bedeckt mit Plastikplanen. Diese Planen müssen aufgrund der Witterung und der eingesetzten Pestizide alle 2 Jahre ersetzt werden. Und wenn ihr die Bilder seht, dann könnt ihr euch vorstellen, was für eine Riesenmenge an Abfall hier entsteht bei diesen Wechselaktionen. Natürlich, wenn die vorher schon vom Wind zerfleddert werden, dann müssen die schon vorher runter. Angebaut werden hier übrigens vor allem Tomaten und Gurken. Und irgendwie wusste ich ja schon immer, dass Gemüse aus Spanien so ein bisschen schlechten Ruf hat. Und jetzt, wo ich das hier sehe, klar ist das jetzt nur ein Teil dieses Landes. Aber es ist einfach echt krass, wie viel das hier ausmacht. Die gehen wirklich bis direkt ans Meer. Ihr merkt, das Thema, das belastet mich. Deshalb werde ich jetzt hier auch so ausführlich, ich lasse das jetzt einfach mal so bleiben. Falls ihr schon wir müssen aber schon noch über die Arbeitsbedingungen reden und über das, was wir da noch gesehen haben, wie die ganzen Menschen hausen, oder? Stimmt. Weil zwischen diesen riesigen Gewächshäusern hat es wirklich echte Slums. Ich benutze dieses Wort nicht gerne. Aber hier trifft das leider wirklich vollkommen zu. Es hat Hütten, die mit diesen Plastikplanen abgedeckt sind, teilweise ein bisschen Wellblech oder Holz, was sie halt gerade gefunden haben. Und die hausen da wirklich unter ärmsten Bedingungen. Wir haben sie dann wirklich auch gesehen, wie sie mit ihren Fahrrädern oder teilweise zu Fuß von den Gewächshäusern dahin kamen. Und ja, also hier muss Ausbeute en masse stattfinden, weil wenn Leute da wohnen, das macht keiner freiwillig. Mal sagen, definitiv die schlimmste Gegend, die wir in Spanien schon gesehen haben, oder? Ja, also wer jetzt Spanien das erste Mal erkundet hat und direkt durch diese Umgebung fährt, bei dem kann ich absolut verstehen, wenn er sagt, dass es ist ein Abfallhaufen und echt grausig. Das Land selber ist ja auch jetzt nicht unbedingt das sauberste. Es hat immer mal wieder Plastik am Straßenrand und so weiter. Aber das Ausmaß, was es hier angenommen hat, auch eben nicht jetzt nur von diesen Planen, sondern auch der ganze Dreck und Müll, der drumherum rumliegt, das ist echt schade. Und ich meine, uns haben so viele vorgeschwärmt vom Cabo de Gato. Aber kein einziger hat gesagt, was um das Cabo de Gato ist. Und wir finden halt einfach, auch diese Information gehört unserer Community und zu unseren Zuschauern. Wir wollen nicht nur das schöne Cabo de Gato zeigen, wir wollen wirklich auch sagen, hey, da musst du durch, davor, das wirst du sehen und das wirst du erleben, weil uns hat das ganz stark beeinflusst. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir freuen uns, wenn ihr auch in ein paar Tagen wieder hier einschaltet und mit dabei seid, wenn es wie gesagt für uns in die Tabernas-Wüste geht. Bis die Tage dann. Tschüss. Throw us back to the very moment when we had our luck. Suddenly it's clear to me you're all I ever wanted. Can't you see? Got to follow through.